Guten Morgen, auch von meiner Seite. Vertrauensvoll, das ist das heutige Thema dieser Predigt. Und es gibt also aus dem Marketing gibt's so die Slogans zu dem Thema vertrauensvoll, die kennen wir vielleicht auch. Ich habe ein paar rausgesucht, beispielsweise. Wenn Sie Fragen zu diesem Thema oder zu Ihrer persönlichen Situation haben, dann wenden Sie sich vertrauensvoll an unsere Kundenberatung. Oder ein bisschen in eine andere Richtung. Bevor das Spielen für Sie zum Problem wird, wenden Sie sich vertrauensvoll an unsere Kooperationspartner, die evangelische Gemeinschaft XY. Oder nochmal anders, und das ist mein persönlicher Favorit, der wahrscheinlich die allermeisten jetzt so Ihnen betrifft. Für weitere Informationen über unser Taubenabwehrsystem wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. Wir merken, all die Anbieter, die wollen uns das Gleiche sagen, sollten uns sagen, hey, uns kannst du vertrauen. Und wenn wir persönlich vertrauen, das ist eine individuelle Sache, welche Person oder welche Institutionen oder Firmen, das hängt ab von unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben, vielleicht von Empfehlungen auch, von Freunden oder heute natürlich über das Internet, Rezessionen, wo uns sagen, hey, das und das scheint mir vertrauensvoll zu sein. Und im umgekehrten Sinn natürlich genau gleich. Der Lehrtext aus der heutigen Herrenhuter-Losung, der redet auch da rein, in das Thema Vertrauen. Ich möchte das vorlesen. Es steht im Hebräerbrief: Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Der Abraham ist jemand, der hat Vertrauen gelernt. Nicht von heute auf morgen. Aber es sind seine Erfahrungen, die er gemacht hat mit Gott. Und mit Gott hat er so fest vertrauen, dass er auch in Zukunft völlig, aber wirklich völlig offen war. Er ist gegangen, weil er gewusst, er kann vertrauen. Heute wollen wir aber den Blick auf eine ganz andere, spannende Person werfen als der Abraham, nämlich der Petrus, der Simon Petrus. Und der hat in Sachen Vertrauen so einige Geschichten. Der Roman hat vor 2 Wochen über Petrusbriefe geredet, so ein bisschen die Erkenntnis von Petrus, was er uns rausgehen oder mitgeben will. Heute geht es aber darum, dass wir so einige Episoden aus seinem Leben anschauen, die er hatte. Und wenn wir das anschauen, dann wollen wir noch viel mehr als auf ihn, wenn wir auf Jesus schauen. Nämlich, wie Jesus ihm da drin begegnet ist, wie er mit ihm umgegangen ist. Mich denkt es irgendwie noch spannend. In der Bibel finde ich so von dem engen Jüngerkreis wird kaum über einen anderen Jünger, über ihn so ein bisschen schwierige Sachen geschrieben. Sachen, wo er Schwächen hat oder Sachen, wo er gestolpert ist. Meistens über sich selber, wenn er gestolpert ist. Ich habe das Gefühl, die anderen Jünger, die sind nicht besser gewesen als er. Bei ihm steht es einfach. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Also, Blick, wenn wir den Fokus auf Jesus richten, jetzt werden wir so ein paar Sachen anschauen. Der Simon Petrus war offensichtlich ein Mensch gewesen, der hat sich schnell begeistern lassen. Und er hat Feuer und Flamme gehabt und hat auch seine festen Überzeugungen gehabt. Und trotzdem ist er immer wieder gestolpert. So ein paar Beispiele jetzt. Denken wir doch daran, wo Jesus übers Wasser gegangen ist. Er ist gelaufen auf dem Wasser. Die Jünger sind boos, sind sehr verschrocken. Und irgendwann hat der Simon Petrus gleich gefunden, wow, schon noch eindrücklich, oder? Jesus hat das realisiert und hat gesagt, hey, komm doch zu mir, komm zum Boot aus. Und der Simon Petrus ist rausgestiegen, ist ihm entgegengegangen. Die ersten paar Schritte ist das sehr gut gegangen. Und dann sind Zweifel gekommen. Und er ist angefangen abzusinken. Er hat das Vertrauen verloren, dass es gut kommt. Jesus hat ihm Folgendes gesagt. Sogleich streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Wir kennen das vermutlich auch, so Gefühle, wo wir plötzlich Zweifel haben oder vielleicht haben wir sogar manchmal die Gefühle vom Untergehen in einer anderen Art und Weise. Und irgendwie finde ich, das ist nachvollziehbar, der Simon Petrus, wie es ihm dort drin geht. Und mich dunkt es, Jesus will ihm sagen, hey, jetzt hast doch du mit mir schon so viel erlebt, du hast schon so viel gesehen, du bist schon von so vielem Zeuge gewesen, du darfst mir im Fall schon vertrauen.
Und er streckt ihm die Hand hin und zieht ihn raus. Oder wo Jesus, man kann sagen, einmal mehr über seine baldige Leidensgeschichte redet und die Ankündigungen tut, seinen engen Freunden. Er sagt, hey, das und das steht jetzt unmittelbar bevor, dass er ausgeliefert wird, dass er getötet wird. Der Petrus will es nicht wahrhaben. Und sagt dann, um Himmels Willen, Herr, das darf auf keinen Fall mit dir geschehen. Und dann gibt Jesus ihm alles andere als eine sanfte Antwort, sondern er tut ihn so richtig tadeln. Aber Jesus wandte sich zu ihm und sagte, weg mit dir, Satan, du willst mich zu Fall bringen. Was du sagst, stammt nicht von Gott, sondern ist menschlich gedacht. Mit Satan meint Jesus nicht, dass der Petrus der Teufel sei, sondern dass der Petrus in dem Moment menschlich denkt und die Pläne von Gott will durchkreuzen. Er hat den himmlischen Plan nicht erfasst oder nicht erfassen können. Er hat es einfach nicht wahrhaben, weil sein Wunschplan wäre total andere gewesen. Und auch da finde ich, es ist eigentlich nachvollziehbar, wie er gedacht hat. Aber es sind seine eigenen Gedanken gewesen, obwohl Jesus schon ein paar Mal über das Kommende geredet hat, über das, was kommt. Ihm sind seine Pläne, seine Ideen wichtiger gewesen. Und auch da können wir uns fragen, wie oft stellen wir unsere Gedanken im Vordergrund? Nicht in dieser Dimension, in einer anderen. Wie oft ist uns unser Plan, unsere Ideen das Allerwichtigste und wir fragen gar nicht, Herr, hast du eigentlich auch Pläne? Oder wie denkst du darüber? Oder hast du andere Pläne? Dann auch bei der Verhaftung von Jesus, wo der Petrus das Schwert zückt und einem Diener vom Hohepriester das Ohr abhaut. Da kann man sagen, ja, es war gut gemeint gewesen, es ist eine Notwehr, er wollte Jesus beschützen sogar. Aber gerade dort reagiert Jesus und sagt, steck dein Schwert zurück, alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Weißt du nicht, dass ich meinem Vater um Hilfe bitten könnte und er mir sofort mehr als 12 Legionen Engel schicken würde? Wie sollte sich dann aber das erfüllen, was in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist und was geschehen muss? Jesus hat ihn wieder tadelt und sagt, hey, du hast immer noch nicht ganz begriffen. Meinst du wirklich, ich sei auf dein mickrige Schwert angewiesen? Da wären Himmelsheer, wo ich den Vater im Himmel könnte darum bitten. Und er heilt das Ohr von dem Diener und dann ist der auch wieder geheilt gewesen, so. Oder nochmal eine Episode, nachdem der Petrus versichert hat, dass er, egal was kommen wird, dass er treu zu ihm halten würde. An dieser Stelle übrigens auch die anderen Jünger, die haben eingestimmt und gesagt, jawohl, mir genau gleich. Auch dort reagiert Jesus wieder, er widerspricht ihm und sagt, das wird im Fall nicht der Fall sein. Jesus erwiderte, ich versichere dir, noch in dieser Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und so ist es dann auch eingetroffen. Und wir wissen, der Simon Petrus, er hat bitterlich brüllt, nachdem das passiert ist. Wir sehen, das war so eine Aufzählung, wo der Petrus Korrektur erfahren hat. Da geht es also nicht um ein Bashing von ihm, überhaupt nicht, sondern dort hat Jesus mit ihm auch geschafft. Und trotzdem hat der Simon einen Namen bekommen von Jesus, nämlich Petrus. Und das war schon vorgängig gewesen. Also bevor all die Sachen passiert sind, oder so zwischendurch kann man sagen, hat Jesus ihm den Namen gegeben. Er hat schon gewusst um die Begrenzungen von dem Simon. Er hat gewusst, er hat seine Grenzen, aber hat ihm den Namen gegeben, Petrus, wo Fels heisst. Das war folgendermaßen, wo Jesus seine Jünger mal gefragt hat, was sie denken, wer er sei. Dann hat der Simon ganz spontan, frisch von der Leber geantwortet, du bist Christus. Du bist Gottes lebendiger Sohn. Und auf das aber hat Jesus reagiert und gesagt, deshalb sage ich dir, du bist Petrus, das bedeutet Fels, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und nichts kann sie jemals zerstören. Ich werde dir den Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden. Und was du auf der Erde lösen wirst,
das wird auch im Himmel gelöst. Das ist eine gewaltige Aussage, eine gewaltige Zusage, die er da gemacht hat. In dem Moment hat Jesus am Simon den Namen Petrus gegeben, eben den Fels, und das hat seine Rolle nachher symbolisiert, die er hatte im Aufbau der frühen Kirche. Und wir reden heute noch über ihn. Es hat Auswirkungen bis heute. Das ist eine enorme Zusage. Aber an einem anderen Ort sehen wir, dass, wo Jesus über das Reich Gottes geredet hat, so Jünger aus einem weiteren Kreis, die haben die Worte plötzlich nicht mehr so wahnsinnig attraktiv gefunden, wie er das Reich Gottes beschrieben hat, und haben sich von ihm gelöst, sie haben ihn verlassen. Und dann hat Jesus wieder seine engsten Jünger gefragt, ob sie ihn auch verlassen wollen. Und dann hat er wieder ganz spontan der Petrus, der gesagt hat: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Das ist einfach so frisch von der Leber gekommen, da hat er gar nicht lange nachdenken müssen. Wir sehen das irgendwie, das Ambivalente, denkt mich, beim Simon Petrus. Einerseits hat er die starke Grundüberzeugung gehabt, und einfach so hat können sagen, wer Jesus ist. Aber manchmal sind die so ins Wanken geraten, im Alltäglichen. Der Petrus, der Fels, der war gar nicht immer so felsig gewesen. Ich habe mir überlegt, was ist das Gegenteil von felsig? Ich weiß es gar nicht. Weich, Pudding, irgend so etwas in die Richtung. Sandig, ja vielleicht, so ein bisschen fluid, irgend so. Genau. Vermutlich kennen wir das auch. Vielleicht haben wir manchmal auch die feste Grundüberzeugung, wer Christus ist. Und so im Alltag sind unsere eigenen Gedanken viel grösser, sie nehmen viel mehr Raum ein, dass wir es auch wieder vergessen. Und ich glaube, auch da sind wir eingeladen, mit unseren Gedanken uns an Jesus zu wenden und offen zu sein für seine Antwort, was er uns zu sagen hat. Unsere Gedanken sind so oft begrenzt. Und wir dürfen uns vertrauensvoll an ihn wenden. Wir dürfen ihm sagen, was uns beschäftigt. Das und das, Herr, beschäftigt mich. Wie siehst du das? Das und das überfordert mich. Wie soll ich damit umgehen? Das und das weiss ich gar nicht, wie entscheiden. Was denkst du? Und auf diese Art geben wir ihm Raum in unserem Alltag. Jetzt sollten wir einen Sprung machen, und zwar nach dem Kreuzessieg von Jesus, nachdem er auferstanden ist. Und da kommt, finde ich, die wunderbare Geschichte nach der Auferstehung, wo Jesus seinen Jüngern wieder begegnet, am See Genezareth. Die Jünger, die sind am Fischen gewesen. Die einen haben das früher schon gemacht, bevor sie berufen worden sind. Und sie haben in dem Moment offensichtlich nicht gewusst, was das Leben bringen wird, wie das soll weitergehen mit all diesen Vorkommnissen, die jetzt gerade in den letzten Tagen oder letzten Stunden passiert sind. Und dann eben die wunderbare Geschichte, die darf man sich wirklich auch, finde ich, bildlich so vorstellen. Jesus ist am Ufer, ist am Fischli-Brötchen auf einem schönen Feuer, und die Jünger ein bisschen weiter raus auf dem Boot. Und er ruft die Jünger zum Zmörgeln. Hey, kommt das rauf. Und zuerst erkennen sie den Mann gar nicht. Aber wo sie ihn dann erkennen, dann ist klar, sie steuern zu, natürlich mit ihrem Boot. Und vielleicht auch dort wieder charakteristisch für den Simon Petrus. Er juckt gerade ins Wasser, legt einen kleinen Crowel hin und ist als Erster dort. Und dann haben sie einfach die Gemeinschaft miteinander, wieder das Wiedersehen. Und wir lesen gar nicht irgendetwas von grossen Worten über das, was in den letzten Tagen geschehen ist. Es ist einfach die Gemeinschaft. Dann kommt aber der berühmte Dialog, wo Jesus mit dem Simon Petrus hat. Er fragt ihn 3-mal: Liebst du mich? Im Deutschen kommt die Frage nach der Liebe vielleicht nur so ein bisschen begrenzt über. Sie kommt schon über. Das Neue Testament ist auf Griechisch geschrieben, und im Griechisch gibt es verschiedene Bedeutungen für Liebe. Das ist ein bisschen differenzierter. Auf der einen Seite, das ist Eros, das ist die romantische, das ist die leidenschaftliche Liebe, und um die geht es in diesem Dialog nicht. Dann gibt es Philia, das ist die freundschaftliche, die brüderliche Liebe, die zwischen Geschwistern ist, zwischen engen Vertrauten. Da geht es um Loyalität, um Respekt. Es sind stabile Beziehungen. Und dann gibt es noch die Agape-Liebe. Das ist die bedingungslose und die selbstlose Liebe. Sie geht über das persönliche Interesse raus. Es ist uneigennützig, es ist die Liebe von Gott. Es ist das Wohlwollen von Gott, das durch nichts außer Kraft kann gestellt werden kann. Es ist die Liebe von Gott zu uns, die Agape-Liebe. Die Liebe von Jesus, die er immer gelebt hat und immer noch lebt. Das ist die Liebe, die in uns wachsen darf.
Jetzt gehen wir also so jetzt in die berührenden und tiefen Momente hinein. Jesus fragt da, schnell einen Schluck Wasser nehmen, es ist warm da rein. Ich bin nicht all die mit kurzen Hosen. Er sagt: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Und im Griechischen verwendet da jetzt Jesus für das Wort Liebe Agape, wo selbstlos ist, wo die göttliche Liebe bezeichnet, die Liebe, die bedingungslos und aufopfernd ist. Und der Petrus antwortet: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er benutzt aber das andere Wort, nämlich das Philia, wo eben die freundschaftliche Liebe meint, die brüderliche Liebe. Der Simon Petrus weiß, dass die Liebe, nach der er ihn Jesus fragt, die hat er gar nicht oder noch nicht. Die kann er gar nicht aufbringen. Und trotzdem gibt Jesus ihm einen Auftrag und sagt: Dann sorge für meine Lämmer. Dann fragt er das zweite Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und er fragt wieder mit der Agape-Liebe. Er lädt den Petrus ein, über die brüderliche Liebe rauszuwachsen, rauszugehen und in eine tiefer in eine göttliche Liebe hineinzukommen. Der Petrus antwortet: Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Und antwortet wieder mit Philia, wieder mit dem Brüderlichen. Er bekräftigt seine freundschaftliche Zuneigung, die er hat. Zu mehr ist er nicht in der Lage. Und Jesus sagt ihm: Dann hüte meine Schafe. Und er fragt ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und bei dieser dritten Frage wechselt Jesus von Agape auf Philia. Er gibt sich auf das Level, wo er weiß, wo der Petrus in dem Moment überhaupt fähig ist, zu fassen. Er geht auf diese Stufe. Und der Petrus, tief bewegt und betrübt, dass Jesus ihn dreimal gefragt hat, sagt: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe, und er bleibt im Philia. Das ist interessant. Herr, du weißt alles, sagt der Simon Petrus, alles. Und wir merken, irgendwie dunkt es mich, dass der Petrus in dem Moment auch kapituliert hat vor Jesus. Er sagt: Du weißt alles, du kennst mich, du kennst mein Herz, du kennst mein Unvermögen, du kennst meine Begrenztheit, selbst im Leben. Du kennst alles, alles kennst du. Dann sind die Dämme gebrochen, er ist traurig, aber er weiß gleichzeitig auch, weil er weiß, dass Jesus alles weiß, dass er sich 100% ihm darf anvertrauen. Er weiß es mit seinem Denken, mit seinen Emotionen, mit seinen Begrenzungen. Jesus weiß alles. Auch über uns. Alles. Mit Dunkel drin können wir so verschiedene Ebenen auch erkennen. Ich glaube, der Moment war wahrscheinlich auch ein Moment von der Wiederherstellung von Petrus, der doch ein paar schwierige Situationen auch hatte. Gleichzeitig ist es die Einladung in die tiefere Liebe, die Jesus hatte, die der Simon Petrus aber noch nicht fassen konnte. Er ist dann nachher schon drin gewachsen. Und auch da sind wir eingeladen, in dieser Liebe zu wachsen. Wir dürfen Jesus sagen, wir haben Grenzen. Ja, irgendwie schon unser Geist oder was auch immer hat da Grenzen. Kürzlich hat mir ein Mann erzählt, dass er da drin gewaltig gewachsen ist. Bis vor einigen Monaten war er sehr gesetzlich unterwegs gewesen, und das hat sich komplett geändert. Und er sagt: Hey, da habe ich etwas Neues erlebt. Und er hat schon ein paar Mal darüber geredet. Jedes Mal, wenn er wieder darüber redet, der strahlt, der Mann. Der ist einfach, da hat ein Change passiert. Das ist wunderbar. Und spannend ist auch in diesem Dialog, tut Jesus ihm trotzdem eine neue Aufgabe auch anvertrauen. Eine ganz wichtige Aufgabe, wo er sagt: Weid meine Lämmer, hüte meine Schafe. Also es zeigt ihm ja auch, dass Jesus trotz Begrenzungen von Simon Petrus ihm vertraut und ihm eben auch eine Aufgabe gibt, die Gemeinde zu führen und zu nähren. Die Liebe von Jesus, die ist auch sendend. Die ist nicht nur für uns persönlich, sondern die darf den Unterschied machen im Leben von anderen, auch in unserem Umfeld. Mich finde es sehr schön, dass sich in diesem Dialog Jesus viel mehr für die Liebe interessiert als für den Job. Die kommt zuerst, das Verhältnis. Und dann gibt er ihm jeweils einen Auftrag. Zuerst Liebe und dann ist auch für uns dort, wo Gott uns brauchen.
Im weiteren Leben von Petrus sehen wir dann schon, wie er in dieser Selbstlosigkeit natürlich gewaltig gewachsen ist und sein Leben voll und ganz für Christus hingegeben hat. Zuerst in der ersten Gemeinde von Jerusalem, nachher in Antiochien und am Schluss in Rom, wo er dann auch hingerichtet worden ist. Das war ein unschönes Ende gewesen. Aber denken wir da vielleicht auch an Stephanus. Stephanus hat auch so ein Ende gehabt. Der ist gesteinigt worden, aber der hat so die Liebe von Gott in sich hinein. Das heisst, als die Steine geflogen sind, er hat gestrahlt. Und das kann kein Mensch machen aus sich heraus. Das ist die Liebe von Gott, die er in sich getragen hat. Und er hat sogar für seine Feinde beten in dem Moment. Feindesliebe, das ist auch etwas, was göttlich ist, was von Gott kommt. Eingangs habe ich mit dem Losungstext gestartet aus dem Hebräer, wo wir gesehen haben, der Abraham, der ist bereit in dem Ruf von Gott zu folgen, ohne Bedingungen. Und so ist es auch beim Petrus gewesen, auch er ist in die neue Aufgabe gerufen worden, wo er in diesem Zeitpunkt höchstens ansatzweise hat können erfassen, was es bedeuten würde. Beide haben nicht gewusst, was kommen wird in der Zukunft. Und beide, und das finde ich auch schön, sind keine Überflüger gewesen, sie sind Menschen gewesen, ganz normale. Beide haben ihre Macken gehabt. Aber was sie gemacht haben, sie haben sich geöffnet. Immer wieder geöffnet für die vertrauensvolle Beziehung zu Gott. Für die vertrauensvolle Beziehung zu Jesus. Und aus dieser Beziehung heraus haben sie sich dann auch auf die unbekannten Wege, die sie nachher gegangen sind, auch einlassen. Den Weg mit Gott. In dem Vertrauen, dass sie geführt werden. Die Begegnung, die Jesus mit Petrus hatte, die zeigt uns, dass er unsere menschlichen Grenzen sehr wohl versteht und uns dort drin begegnen will, wo wir aktuell gerade sind. Da geht es nicht um eine Leistung. Und es geht auch nicht um eine Glaubensleistung. Du musst so und so glauben oder so. Überhaupt nicht. Sondern Jesus hat den Petrus auch immer wieder eingeladen, ihm zu vertrauen. Es war ein Lernprozess, und zwar nicht ein theoretischer, wo man nachlesen in einem Büchlein. Sondern es war ein ganz praktischer Learning by Doing im Leben, wo er gewachsen ist da drin. So gilt es auch für uns. Was wir machen können, ist versuchen, uns zu öffnen. Immer wieder neu. Unabhängig von der Situation, unabhängig, was uns freut, unabhängig, was uns vielleicht gerade belastet oder beschäftigt. Und wenn es nicht gelingt, dann auch wieder von Neuem. Immer wieder neu öffnen. Wir sind eingeladen, uns vertrauensvoll ihm zu öffnen, Christus zu öffnen. An dem Ort, wo wir gerade stehen, zu öffnen für das, was Gott tut. Wir können uns auch öffnen für das, wo wir gesendet sind. Manchmal vergessen wir auch das. Jesus fragt, du, was ist gerade dran, bei wem, wo, in welchem Umfeld. Mit unseren Grenzen, die wir haben, sind wir eingeladen, zu wachsen und dann schauen wir, was passiert. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für dein immer und immer dranbleiben mit uns. Wir danken dir für deine Agape-Liebe, die uns auch mit unseren eigenen Grenzen und Unzulänglichkeiten immer wieder neu abholt. Und wir beten darum, dass wir mehr und mehr deine Gedanken und deine Liebe Stück für Stück mehr und mehr erfassen können. Amen.